Moin Moin und herzlich willkommen bei Plattfunk, den Podcast ob Hoch und ob Plattdeutsch. Moin und herzlich willkommen zu Plattfunk, dem Podcast auf Hoch und auf Plattdeutsch. Ich bin Nikos Saul. Und ich bin Thorsten Barnsen. Und von dort wird wir über Reisen schnacken, die wir mogt habt. Nur ist ja Herbst. Wir wären aber im Sommer unterwegs und das Reisen in Dütjor wäre natürlich unter besondere Bedingungen möglich, denn die Reisen, die wir mogt habt, wären Reisen unter Corona-Bedingungen. Und das ist auch unser Thema, Reisen unter Corona-Bedingungen. Und nun bin ich schon mal ganz gespannt, wo warst du denn eigentlich? Ich habe zwei große Reisen gemacht. Einmal wäre ich in schöne Schleswig-Holstein. Aha. Und bin auf dem Kanu der Schwentine runterfahren von Eutin. In Eutin ging das los, bei Eutiner Schloss. Über das schöne Bad Marlente-Gremsmühlen. Plön, bis ganz nur die Schosterstadt Preetz. Donnerwetter. Nun muss man aber ja auch sagen, dass du in Eutin schon auf Vorbildung aufbauen konntest, denn das war ja längst nicht der erste Besuch. Doch. Genau, also da habe ich ja auch hier die Plattform iPhone verteilt, Eutin in Regen im Februar. Damals wäre das Eutiner Schloss ja tau, nu wäre das Eutiner Schloss open und wir hätten natürlich direkt die Gelegenheit genutzt und uns das Eutiner Schloss ankicken. Und wie hat es dir gefallen? Ja, gut, wäre überraschend groß, auch das Schloss. Das muss relativ fix gehen, deswegen kann ich mir gar nicht mehr so viel erinnern. Also wir kämen in Eutin an und haben direkt den Termin ja in 2 Stunden mit wie die Boote abholen. Von daher wäre das so ein bisschen so rinquetscht. Ja, und wir wären halt auch, also wir wären als Schandikor unterwegs, das hält wir haben auch Schandikor Kledage an. Was uns aber auf jeden Fall hoffen hat, die Harten von der Eutiner zu gewinnen. Und also wir werden direkt, die Lü hat uns direkt anschnackt, die Lü wollen Videos mit uns machen. Also ja, da wäre nicht so viel von Abstand zu marken auf jeden Fall. Ja, Eutiner Schloss, ja, wären so typische Schlossrüben. Also so viel kann ich doch gar nicht so sagen. Halten Sie Abstand von Ihrem Shantychor, könnte man sagen. Als Warnruf. Genau, also ich muss vielleicht vertellen, dass ich auch Mitglied in einem Shantychor bin. Einen fairköpfigen Shantychor. Und wie diese Reise nur komplett in Shantychor Kledage schmuckt habt. Also eigentlich sowas wie ein Betriebsausflug. Betriebsausflug quasi, genau. Ja, ansonsten wäre aber tatsächlich von Corona nicht so viel zu marken. Also wir wären zwei Nachten happy in Bad Marlente-Gremsmühlen auf dem Campingplatz. Ja, das Wetter hätte uns in Marlente holen, muss ich sagen. Also wir konnten nicht wiederführen über den Kellersee. Wir mussten ein hellen Dach in Marlente bringen und 2 Nachten. Da wäre gar nichts zu marken. Und also absehen davon, also da gibt das sowieso nicht so richtig, also da gibt ein Toilettenhus, aber sonst gibt das da sowieso nicht so richtig so ein Hus, wo ein Tiet verbringen kann oder eine Kneipe oder so, ob das ein Campingplatz und auch bei den anderen Campingplatz, wie Preetz wäre das auch mehr so, da schon halt so ein bisschen Desinfektionsmittel rum, aber sonst wäre das eigentlich so als immer auf dem Campingplatz, halt das Gefühl. Kein Unterschied auf dem Campingplatz. Aber sind die Leute dann mit Mundschutz und ihren, also wie man das so kennt, immer so die rote Plastikschüssel mit dem benutzten Geschirr Richtung Waschhaus gelaufen, Mundschutz über oder hat auch... Nee, also Blut bin. Also okay. Blut, wenn die in Toilettenhus gehen sind, dann haben sie meistens Mundschutz auf, aber auch längst nicht all. Also geil auf jeden Fall so ein bisschen lockerer Tau auf dem Campingplatz. Aber eines ja tatsächlich auch an frische Luft, größtenteils. Also du hast ja tatsächlich wahrscheinlich nicht so viel mit. Wobei kann ihn auch so nicht sagen, dass ihn sich dort nicht anstecken kann. Aber ist auf jeden Fall ein bisschen lockerer wärst. Man ist ja eigentlich aber auch der Campingplatz an sich, das können wir ja schon mal sagen, im Prinzip eigentlich eine Corona-Erfindung, oder? Also ich meine, es ist doch der sicherste Form, Urlaub zu machen, ist in deinem Zelt, keine Aerosole, alles verdammt schön da draußen.
Schön, man hat seine Schlappen an. Ja, das stimmt. Es ist immer frische Luft im Zelt. Immer frische Luft von allen Seiten, oben, unten, hinten, Ja, vorne. was mir aber wirklich auch beeindruckt hat, ist, dass ja, also ich wäre auch ein paar Jahre nicht mehr auf dem Campingplatz und was mich wirklich beeindruckt hat, ist so die technologische Uprüsten, die angefangen hat. Also Lüde einfach so ein Zelt dort aufstellt und dort die Nacht verbringt, das sind ja die wenigsten. Also die meisten kommt ja tatsächlich mit ihrem Wohnmobil an, mit Fernsehen bin, mit einem Föhrzelt, was selbst nochmal ein anderes Föhrzelt hat und mit einem Blumenpott dafür. Also der habt ja wirklich eigentlich ein mobiles Hotel. So, und in kann sich da glaube ich aber dann auch ganz gut von anderen separieren. Also das geht auf jeden Fall ganz gut auf so einem Campingplatz. Haut hin. Also meine Campingplatz-Impression war immer so, dass man im Prinzip eigentlich nur einen Sichtschutz hatte und um sich rum die gesamte Geräuschkulisse irgendwie der Parzelle, also so, das heißt ja, wie es ein Dutzenden von Zelten auch alle mitgekriegt hat, inklusive Schattenspiel, wenn man draußen unterwegs war, wenn die drinnen angeleuchtet waren, das hat sich geändert. Also das hat sich zumindest in Bad Malente-Gremsmühlen ist ja auf jeden Fall nicht mehr so. Nee, aber also insgesamt habe ich das Gefühl, dass tatsächlich so, also viele wirklich einfach nicht mehr mit dem Zelt unterwegs sind, sondern eher so Wohnmobil. Das ist ja auch was glaube ich, viel durch Job passiert ist, dass die Lü einfach gedacht hat, so, na, wie nimmt mal den VW-Bus, den wir uns Boot habt oder das Wohnmobil und fährt einfach mal schichtens wohin und dann kickt wie mal, wo wir das abstellt, dann schlopen könnt wie da ja bin. Also das habe ich von Fehlü gehört, die einfach dann so auch als Hotels und Jugendherbergen noch nicht open haben, einfach so Routführer sind. Hast du Glamper getroffen? Also Glam, also diese Wortkombination aus Glamour und Camping, also die Leute, die alles in Edelstahl dabei haben, beheiztes Vorzelt, die irgendwie 100% ausgerüstet sind, aber schon noch das Campinggefühl haben wollen, aber bitte doch sehr bequem. Aber also sind das Leute, also habt ihr aber ein Zelt oder ein Wohnmobil eher? Ehrlich gesagt weiß ich das nicht so ganz genau. Ich glaube, die Wohnmobile gelten ja kaum noch als Camping. Ich glaube, das sind so eher diese Leute, die so auf alles, die sind schon im Zelt dabei, aber das ist absolut erdbebensicher, da kommt kein Lüftchen durch, da kommt dann irgendwie, alles ist in Edelstahl gemacht, wie gesagt, der Grill irgendwie ist elektronisch betrieben und so weiter. Also so, da wird einfach dem Unglück keine Chance gelassen. Das ist mehr so diese Richtung, während das andere ja mehr so ein rollendes Eigenheim ist. Ja, also da hält so ein Beten Naturgefühl noch, aber eins perfekt utrüstet. Genau. Ja, bei Cliff da ist ja auch einfach, also wenn ein auch in andere Rebete wandert, als vielleicht in der holsteinische Schweiz, da kann vielleicht nicht so viel passieren, aber sobald in so Gebirgswanderung muckt es halt ja auch einfach sinnvoll, eine gute Utrüstung zu haben. Also ja, also das wäre bei uns nun nicht so das Problem, aber wir habt auf jeden Fall auch gemerkt, so ein Bäder utrüstet wäre gar nicht so schlecht fest. Also so, was so, wir haben halt nicht mal Licht im Zelt. Also, doch ein Beten blauäugig und einfach so dacht, ja, das Wetter war bestimmt gut, wie brugt das eins nicht. Und dann ein Tag Regen in Malente, let Andy sagt doch ein Beten anders angehen. Das kann ich mir vorstellen. Also sozusagen die Antithese von Glamping, was ihr da gemacht habt. Ja, auf jeden Fall. Seid ihr denn ansonsten trocken geblieben? Es gab ihr nicht gekentert und so Sachen hattet ihr Kentert ist irgendwie nicht. Aber also, als ich vertellt habe, also direkt achter Malente ist, glaube ich, Kellersee, heißt der See, glaube ich. Und der ist dafür bekannt, dass da hohe Wellen sind. Und deswegen müssen wir auch doch in Malente bleiben, weil der Wellengang auf diesem See einfach so hoch wäre, dass wir wahrscheinlich sonst wirklich kentert wären. Das ist gar nicht so ungefährlich, ob der Schwentine zu fahren. Muss ich ja mal sagen. Ich denke ja auch so einen netten Fluss, aber das ist ja auch so, dem ersten Däde sind ja gar kein Fluss, dem ersten Däde sind ja diese großen Seen. Und dort kann auf jeden Fall Licht doch mal was passieren. Wart ihr in 2 oder in einem Boot? Zu Pferd in 2 Booten. Okay. Was, glaube ich, auch einfach ganz angenehm ist. So platzmäßig. Also wir haben erst für ein Boot zu nehmen,
Habt uns dann aber nochmal beraten lassen von den Bootsverleih, die natürlich auch ein Interesse daran hat, dass wir 2 Boote nehmt, aber der hat dann gesagt, naja, also in 2 Boote hätte ihn auf jeden Fall mehr Platz für Gepäck. Und ich glaube, das stimmt auf jeden Fall. Der Plan war aber eigentlich ein Boot zu nehmen. Eigentlich ein Boot, einfach weil das interessanter ist. Also ich glaube, ein kann sich auf jeden Fall noch mehr auf den Nerven gehen und dann können noch interessantere soziale Prozesse passieren, glaube ich. Positiv als negativ, also genau. Mehr Gemeinschaftsgefühl. Genau, und wir hätten natürlich, was in Glöwig auf jeden Fall noch vertellen muss, dass wir in Preetz den wahrscheinlich größten Holzschuh auf der hele Welt sehen hätten. Wow. Also, wenn ihr mal nach Preetz kommt, dann auf jeden Fall Holzschuh ankriegen. Also für die das jetzt nicht wissen, und das werden nicht viele sein, Preetz ist bekannt als die Schusterstadt. Die Schusterstadt, richtig. Sobald er in Preetz ist, kommt in Doan auch nicht vorbei. Also gibt ein Schusterdenkmal, das gibt den Schustergang durch die Stadt, die komplett mit so, also wo alle paar Meter so ein Pflaster stehen und Metall ist, wo ein nochmal immer darauf hinwiesen war, das ist der Schustergang. Und wir haben den letzten Holzshow-Meister und Norddeutschland drucken und in den Museumswerk stehen. Quasi ein lebendiger NDR-Beitrag. Ja, und ein lebendiger Artefakt sozusagen, ne? Also so ein Ausstellungsgegenstand, was noch aus Fleisch und Blut, was noch richtig mitarbeiten hat in dem ihm selbst umgebenden Museum. Mhm. Das muss auch irgendwie eine ganz komische Doppelrolle sein. Ja, war doch ganz interessant, ist es, dass der auch nicht so ein unbroken Lebenslauf hat, sondern erst also tatsächlich Holzshow-Marker lernt hat. Das hätte dann aber nicht mehr genug Geld abworben, als die, was wäre denn das, als Blom und Voss oder ein anderer große Unternehmen in Hamburg Schichtenswann umstellt hat und den nie Sicherheitsrichtlinien das nicht mehr tolleten, dass ein Holzshow bei der Arbeit tragen hat und dann hätte er umlernt und wer bei der Sparkasse Kiel richtens wie hoher Sparkassenangestellter und ist der nochmal, ob sie eine Ohlendach, ist er nochmal zurückkommen und tu sie Ohle Handwerk und ist nur Holzshow-Markermeister. Das ist ja wirklich lustig, also so eine richtig witzige Genese. So. Ja, also das belebt ihn auf jeden Fall Brot im Preetz. Kein Zweifel. Und die ganze Zeit über wart ihr im Seemannshemd mit rotem Tuch und Elbsegler auf dem Kopf unterwegs. Genau, also wir habt auch uns Intritt tot durch ein Showmakermeister wäre auch, dass wir immer den Hamburger Fährmaster gesungen habt. Also hier hat so gesagt, ja, was könnt ihr denn, könnt ihr auch ein bisschen platt, könnt ihr auch was singen. Und dann habt wir halt den Hamburger Fährmaster gesungen. Also die erste Strophe, das wäre dann noch. Und wahrscheinlich auf überall Groupies auf eurer Tour, die ihr da hinterlassen habt. Also so, das hat ja bestimmt auch für Begeisterung gesorgt, oder? Ja, also wir habt in Eutin direkt einen Dropen, für den sie eine Modder, der sömtig oder so geworden ist, wie direkt ein Video aufgenommen habt. Also ihr hättet uns gefragt, ja, könnt ihr nicht mal ein Video aufnehmen, mein Modder, die steigt ob so Shanty-Chöre, finde ich gut. Und dann habt wir auch, glaube ich, ein Lied gesungen für den 70. Geburtstag von den Sinne oder den 72. oder so. Schichtens wie so weit. Ihr habt auf dem Weg auch noch Leute glücklich machen können. Genau, das wäre auf jeden Fall wirklich schön, ob das reicht. Aber du wärst nicht auf dem Campingplatz, ne? Nee, ich war tatsächlich nicht auf dem Campingplatz. Ich habe so eigentlich so einen Langweiler-Urlaub gemacht. Ich war eine Woche im Hotel in Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Genau, so ist das angefangen. Und ich war in Neustrelitz. Das ist in der Seenplatte, auf der Seenplatte, wie heißt das denn? Auf der Seenplatte, auf einer Platte eigentlich. Ne? Ja genau, da Seenplatte gemacht und da war ich richtig amtlich in einem Hotel und ganz gemütlich und ich kannte das auch und das war ziemlich gemütlich und bequem und es war, also von Corona hat man da auch gar nicht so furchtbar viel mitgekriegt.
Bis auf, dass man natürlich irgendwie zu seinem Hotelzimmer eine Maske tragen musste, morgens zum Frühstück, der Weg dahin, bis man dann an seinem Platz saß, musste man eine Maske tragen. All diese Dinge, die erinnerten dann vielleicht nicht so sehr an Urlaub, aber ansonsten war das irgendwie relativ war das unspektakulär, wenigstens was Corona angeht. Was man allerdings gemerkt hat, war, das war wirklich pickenpacken voll. Also so, Deutschland macht in Deutschland Urlaub und offensichtlich ganz oben angesiedelt ist auch Mecklenburg-Vorpommern, hat natürlich auch wenig Fälle, man holt sich da nichts und hat eine ganze Menge Platz, weil es gibt wenig Leute, die da wohnen. So, also das waren vielleicht, und es ist natürlich auch landschaftlich ein Knaller, das muss man schon sagen. Also da wäre nur Glüh und ganz Deutschland. Ja. Genau. Und das, was aber auch lustig ist, es gibt halt irgendwie so Routinen, die sich da eben, also das ist ja nun nicht Strandurlaub, weil es gibt da 1000 Seen, also im wahrsten Sinne des Wortes, es sind glaube ich wirklich ungefähr 1000, also so und Wälder und also man liegt da nicht, man schüttelt da nicht sein Handtuch aus und legt sich dann an seinen Platz bis abends am Strand, sondern man ist ja unterwegs und ist, man ist aktiv, man ist in Bewegung. Und das Lustige fand ich dann wieder, dass das im Grunde eigentlich auch schon so eine Fabrikroutine irgendwie hat, also alles fährt um die Müritz rum. Also so dieser riesige Binnensee, der wird dann umkreist von einer unendlichen Schwadron von Leuten auf ihren Rädern und ganz besonders auf ihren E-Bikes, also die dann immer und immer wieder. Das sind natürlich nicht seit Jahren die gleichen, aber das wird dem Betrachter von außen ja nicht klar. Also man gewinnt einfach den Eindruck, dass eine unendliche Menge von Menschen auf E-Bikes immer wieder die Müritz umreißen. So, das hat so dort doch auch ein bisschen was Karnevaleskes, muss man sagen. Und aber auch gar nicht fix, denn, ne? Sehr schnell, sehr gefährlich, muss man sagen. Also so der Fahrradweg ist ja mittlerweile zur Überholspur auf der Autobahn geworden. Also so es sausen jagen an dir E-Bike-Fahrer vorbei, höchst betagt, über 80 Hochgeschwindigkeit. Jahre. Hochgeschwindigkeit, hochbetagt an dir vorbei, was natürlich erstmal ein sehr demütigender Eindruck ist, weil man selber, ich halte mich jetzt gar nicht für so unsportlich und ich komme da überhaupt nicht hinterher und um dich rum sausen Leute auf jeden E-Bikes vorbei und das hinterlässt doch auch einen gewissen Groll, das muss man schon sagen. Also man fühlt sich da abserviert und lahm und kommt da nicht mit. So. Aber habt ihr auch so Fahrradsportkleidung an? Alle. Also das ist nämlich auch, das ist mir so aufgefallen, aber also nicht wie Düsseldorf, man assig mal in wie Marbach, also als ich mal nach Marbach fahren bin, Literaturmuseum, genau. Dat alle Lü, die mir überholt habt, so komplett alle diese Fahrradkledage anhaben. Also so wirklich so, das ist so wenn ihr Urlaub mögt, dann nimmt ihr auf jeden Fall diese Fahrradfunktionskleidung mit. Also das ist so essentiell, glaube ich. Ja, sonst macht das auch keinen Spaß und man macht eben auch keine halben Sachen, ne? Also so, sondern wenn man mal einen Kochkurs macht, dann hat man ja auch eine Einbauküche aus Granit oder zumindest Betonfarben und das alles aus Edelstahl, das Material mit dem Instrument, auch wenn man es nur einmal benutzt, aber dann hat das alles Hand und Fuß und genauso ist es mit der Funktionskleidung. Da jagen an dir wahrscheinlich Werte im Gegenwert eines Kleinwagens oder Mittelklassewagens an dir vorbei, in Form von E-Bike mit Rentner drauf und mit Funktionskleidung und Fahrradanhänger und Beleuchtung drumrum und alles mega leicht und das ist schon sehr beeindruckend, wenn man da aus einem kleinen roten Klapprad unterwegs ist, ist man schon eine lahme Ente und gehört auch nicht so richtig mit dazu. Deswegen immer kicken, was die Vorräder Motor habt oder nicht. Dann ist das nicht so demütigend. Ja. Also dann weht irgendwo ran das Licht, dass alle fixer sind. Ja, manchmal sind die so schnell, dass man es gar nicht mitkriegt. Ne? Also dann ist es nur ein schwarzer Blitz, der da an einem vorbeigeschossen ist. Und der hatte wohl einen Motor. So viel kann man davon, das kann man vielleicht denken, ja. Ja, aber ja auch für so umweltmäßig auch gar nicht so sinnvoll. So Hast E-Bikes. du erzählt, ne? Ich habe so ein Interview gelesen mit einem Wissenschaftler, weiß ich gar nicht, was der für ein Wissenschaftler wäre. Stunde in der Zeitung auf jeden Fall. Der einfach auch nochmal auf hinwiesen hat, dass so
ähnlich als bei Elektroautos ja so der Akku einfach ein Problem ist und bei Vorräder kann ihn ja einfach auch ganz gut, also denn ist nicht so fix, aber ihn kann ja Likas ganz gut auf so einen Akku auch verzichten. Wenn er nicht hochbetagt ist und das anders nicht mehr hinkriegt. Das ist dann vielleicht auch nochmal ein Argument dafür. Aber ist ja auch einfach gefährlich. Ja, das nochmal das Plädoyer. Vorsicht. Vorsicht auf E-Bikes. Vorsicht auf und vor dem E-Bike. Ja. Also beides. Vielleicht nochmal so einen positiven, weniger gefährlichen Aspekt der Reise. Es war, ich habe landschaftlich eine ganze Menge erlebt. Also auch, ich bin das erste Mal richtig wandern gewesen im Naturpark Müritz. Im UNESCO Weltnaturerbe Müritz und das ist wirklich total beeindruckend. Also ich bin eigentlich wirklich nicht der Naturfreak und mich nervt das dann, wenn ich schwitze und dann kommen Mücken und das klebt alles überall an mir und dann muss ich auch noch über Tannen klettern und so weiter. Das ist eigentlich alles nichts und ich habe nie eine gute Ausrüstung und das macht auch selten Spaß. Aber das hat wirklich Spaß gemacht und man kam also im relativ kleinräumig kam man durch, gab es so Wanderpfade, da kam man durch total unterschiedliche Landschaften. Also es gab kleine Birkenwälder, die im Sumpf standen. Es gab trockengelegte Moore, man ist durch Laubwälder gegangen, durch Tannenwälder und das alles innerhalb von 2-3 Stunden hat eine wirklich unglaubliche Abwechslung in der natürlichen Umgebung entdecken können. Und da wurde sogar ich als Wandermuffel und auch ein bisschen als Naturmuffel, muss man ja auch zugeben, das hat mich doch echt zu fassen gekriegt. Also so, das war schon wirklich spannend. Das kann man echt mal machen. Aber warum muckst du denn da Urlaub, wenn du... Also das ist ja eher grundsätzlich wahrscheinlich ja eher ein Natururlaub. Also wir lehnen da ja wahrscheinlich kulturell, weiß ich nicht. Kann ihn da... Was kann ihn denn da so mucken, wenn ihn keine Lust auf Natur hat? Es gibt unheimlich viele Landsitze, die man sich auch angucken kann. Es gibt viele kleine Schlösser, die da in der Gegend rumstehen. Das ist ein altes Fürstentum, ein Erzherzogtum, Großherzogtum, Verzeihung. Mecklenburg-Schwerin, Mecklenburg-Strelitz, das ist das zweite, das da. Es gibt, also gerade diese Gegend, diese Landschaft, unglaublich viel kulturell auch zu bieten. Also das dächte man erstmal nicht, aber das ist tatsächlich so. Und was ich meine, ist eher so dieser Grenzraum zwischen Kultur und Natur. Und ich war jetzt rein in der Natur unterwegs. So. Und was ich immer so ein bisschen spannender finde, ist eigentlich da die Grenzräume zwischen Kultur und Naturraum. Also Landschaftspark zum Beispiel, das ist natürlich menschlich gestaltet und so. Das finde ich eigentlich immer ein bisschen spannender. Aber diese Naturlehrpfade finde ich jetzt mit zunehmendem Alter auch spannend. Auch spannend, okay. Aber den letzten Jahren eher Landschaftspark? Eher, ja. Okay, aber Landschaftspark im Sinn von Wildtierpark oder im Sinn von Anlechte, Fürstensitz, Gartenanlage? Ja, ehemalige Fürstensitze. Und ich meine, es ist ja wirklich auch unglaublich. Ne? Also so man fährt ja in so ein Dorf rein, das besteht aus 2 Häusern und einem Schloss. Und das ist im Prinzip eigentlich so ein klassisches Mecklenburg-Vorpommern-Ensemble. Dann steht da meistens noch eine Dorfkirche, in die man auch reinkommt. Das Tolle ist, es ist ganz wenig verrammelt. Also das, was wir oft erleben, also sogar die protestantischen Kirchen sind ja geschlossen eigentlich von Sonntag bis Sonntag. Das ist nicht der Fall. Ganz oft sind die Kirchen offen. Also man kann da drin rumkraxeln, man kann auf den Turm klettern. Man kann da einfach auch mal eine halbe Stunde sitzen und die Atmosphäre auf sich wirken lassen, ist oft der einzige oder vielleicht noch mit einem oder anderen Besucher noch mit dabei. Also das ist ein ganz besonders tolles Erlebnis. Also so Mecklenburg-Vorpommern als Kulturlandschaft. Und wo habt die Buren denn wohnt? Also werden die so verstreut, ob so enkelte Gehöfte oder? Also wenn du sagst, das Dorf ist oft bloß 2 Hüs und ein Schloss und ein Karg, dann sind ja nicht so viele Wohngelegenheiten dabei. Nee, das ist tatsächlich so. Also es gibt verstreute Höfe und es gibt unheimlich viele kleine Dörfchen. So Straßendörfer. Und wenn man die durchläuft, dann hat man immer noch das Gefühl, eigentlich wohnt hier überhaupt niemand. Also man läuft hier durch, die Straßen sind wie leer gefegt, also so, man hört die eigenen Schritte hallen, man sieht den Schatten an den Häusern. Das ist, aber das war's. Ansonsten passiert da gerade in der Mittagsstunde ist so überhaupt nichts los. Und diese
diese entweder winzigen Dörfer oder ganz kleinen Landstädte, die sind eigentlich typisch und charakteristisch für das Land. Okay, also eines ob sich selbst durchwurken sozusagen. Ganz, ganz oft ist das so. Ja, das hat was sehr Meditatives, finde ich. Also so was sehr Kontemplatives. Ja. Ja, also so war halt auf jeden Fall nicht in diesem Sommer. Also so, die Kanutour wäre dann doch nicht so meditativ. Allein mit Fairlü passiert das ja nicht. Und wir habt uns aber auch nicht, also wir haben noch mit den Seen zu tun. Also wir habt uns einfach auch kulturell nicht so viel ankriegen. Wobei ja die holsteinische Schweiz sogar von Klaus Groth bedichtet war, ne? Ja, also ihr habt uns aber tatsächlich kulturell nicht so viel geben davon. Übrigens ein wunderschöner Landschaftspark am Eutiner Schloss. Also einer der ältesten überhaupt. Genau, ja, da auf jeden Fall. Also da haben wir dort mal auch kein Team für, aber das letzte Mal hätten wir uns da auch den Park angucken. Okay. In Regen, wie Regen. Genau, ansonsten haben wir vor allem für ein Ding das Wildgehege in Bad Malente. Das wäre so der kulturelle Höhepunkt. Das war das Highlight. Genau, also Nordert-Eutiner Schloss ist denn nicht mehr viel passiert. Ja, Plöner Schloss ist ja auch, hätten wir uns auch von Seeut ankicken, aber sind nicht Dorwehen. Ich glaube, ich gehe doch nie. Das ist irgendwie das ein Internat also oder sowas. Das ne? ist auf jeden Fall gehört zu den Vielmann-Konzernen und da war so Augenoptiker-Utbild. Aber ich weiß nicht, was ihn das besichtigen kann oder nicht. Aber das ist halt auch ganz, ganz amüsant, oder was halt amüsant, aber so das Warthegen von dieser Stadt hört einfach to Vielmann und kann so erstmal nicht ankicken waren. Das ist auch ein bisschen Show auf jeden Fall. Ein bisschen mehr Kultur hakt denn in Ostfriesland. Oh. Da weg in der Jugendherberg. In das kulturelle Zentrum von Ostfriesland, in Auerk. Also Kulturhauptstadt, ja. Genau. Und erstmal ein Nachmittag in Leer, dann zwei auch in Auerk und dann zum Abschluss nochmal nach Emmen. Also all große Zentren von Ostfriesland mitgenommen. Die urbanen Zentren abgearbeitet. Genau, die Jugendherberg das wäre auch eine seltsame Erfahrung. Also wie ein ja so denken kann, ja, Sommer, Corona, die Lügen auch wirklich all in Deutschland Urlaub, da wären wir tatsächlich, also so ein Abend wären wir die einzigen Lüge, die in diese ganze Herberg wären. Und wir haben viel Zeit mit den Lü, die da arbeiten, zu schnacken, weil da einfach nicht viel los wäre. Ansonsten, ja, halt auch mit Maske und Fenster aufmachen, wenn ihr den checkt und so, aber also das wäre jetzt nicht so groß zu machen, aber was wirklich verwunderlich wäre, dass da gar nicht so viel los wäre. Und ich weiß gar nicht, was das an Auerk liegt oder also Licht hält einfach nicht so direkt an der Küste, also vielleicht ist das dort das Problem oder so. Aber insgesamt wäre das jetzt wirklich touristisch, wäre dort nicht so viel los, auf jeden Fall. Entwicklungsfähig. Ja, genau, das auf jeden Fall. Was habt ihr euch angeguckt? Also in Leer habt ihr einfach so einen Stadtspaziergang gemacht. In Auerk wären wir auch, also den ersten Dorf wären wir, hab wir gedacht so, naja, wenn Auerk schon nicht an der Küste ist, dann könnt ihr ja mit dem Vorrat dahin fahren. Da hätte sich dann aber erstmal nicht wieden, welche Route stellt, als wir unterwegs wären. Also wir haben uns dann durch ein Fahrrad leiht und sind dann, ja, glaube ich, so 35 Kilometer nach Norden fahren und dann 35 Kilometer wieder zurück und haben uns irgendwann mal verfahren und Jason von Süd die Landschaft ja auch total glick gut. Also da sind ja überall Köhl und Windräder. Also und ansonsten, also da ist ja, also ich fand da tatsächlich schwer, mich zu orientieren, wie einfach das, also Jason waren einfach auch so, da wäre auch kein Wald mehr, da wäre aber auch kein Ende von dieser Landschaft zu sehen und in 40 Kilometer wie es bloß durch Köhl und Windräder durch. Hat aber tatsächlich bannig viele interessante und schöne lütsche Landkirchen, die Landstrich. Okay. Also da sind die oft auch auf so eine Warft liegt, also so ein bisschen höher. Und dort, die wären tatsächlich auch Grötzen, die jetzt open, also wie Kunden so ringehen und ja, einfach relativ viele
Kaken, die auch wie so eine gewisse naive Kakenmalerei auch uthegen. Also auch ganz so als sich so eine Landkarte auch so vorstellt, so ja, Jichtens ein Künstler ut West-Ochtersom hätte in den Altar mogt und so sieht er dann auch gut, aber das ist halt auch ganz charmant. Wer denn aber doch ein Beten Wieden welch und as wie denn an Meer wären, hätte er just anfangen zu regen. Und wie muss ein Geld für den Strandtogang bezahlen? Das wäre dann so die nicht so schöne und Ebbe wäre auch. Also wäre nicht mal Worte zu sehen. Aber wir werden dann an Strand auch. Also er kann sich auf jeden Fall vielleicht vorher mal informieren, wann Ebbe ist, wenn er so was mag und informieren, was das Geld kostet oder nicht. Mhm. Dann hätten wir uns halt noch einen Tag Auerk ankicken, also so... müssen wir vielleicht mal für die wirklich eingefleischt hochdeutschen Zuhörer, es handelt sich um Aurich. Aurich, ja, das stimmt, da habe ich vielleicht erwähnt schon. Und dann, also tatsächlich upload ein Firmedach, also wir habt uns nichts so richtig von Binnen ankicken, aber da ist ja, also die ostfriesische Landschaft hat ja da den Sitz, das gibt ja unterschiedliche Kargen, auch ein tatsächlich ganz interessante klassizistische Karg, der so komplett rechteckig ist, also weil den ja auch nicht so oft hat, also aber eine lutherische. Und dann gibt es ja noch diese andere Konfessionen, wo ich den Namen vergeten habe, die immer so runde Kargen boot, wo die Kargenstöhl immer so rund anordnet sind und also so auch, weißt du, wo die hält? Das sind irgendwie... Reformiert, ja. Das sind die Reformierten, genau. Und die hat da auch ein Beispiel auch von so einer klassizistisch, also so ein Beten, so ein antike Tempel-Ut sehen, Süd-Ut, aber so ein Rundbu, wo tatsächlich so der Stühl so in eine Rund steigt. Also die Bänke steht so in eine Rund. Böse Zungen sagen ja, Leer trüge seinen Namen zurecht. Was habt ihr da so entdecken können? Naja, tatsächlich. Also ich finde, das wäre auch, glaube ich, das dritte Mal oder das vierte Mal, dass ich in Leer wäre. Und ich finde das da immer ganz schön. Also hat auf jeden Fall eine nette Altstadt, so kommodige Fachwerkhüs. Wo bin die Fachwerk? Doch, Open Beten. Aber halt einfach kommodige Hüs, so 8. Jahrhundert ungefähr. Ist einfach so nett und kommodisch und kann man ganz gut spazieren gehen. So. Schöne, ein bisschen zum Bummeln. Ja, genau. Eine schöne, eigentlich ganz ansprechende Kleinstadt. Ja, da auf jeden Fall. Ja, und halt auch, also einfach auch mehr historische Bu-Substanz als in Emden zum Beispiel. Also du hast ja nicht mehr so viel von dort. Ja, das stimmt. Von daher einfach so für Spazieren auf jeden Fall auch, vielleicht, also ob diese Ebene auf jeden Fall netter als in M. Das schon. Ja. Also Reisetipp Ostfriesland? Reisetipp Ostfriesland. Aber in muss ich auf jeden Fall bewusst werden, wenn ein nach Auerk oder nach Leer oder nach M führt, das eben nicht an Meer führt. dass das auf jeden Fall noch ein bisschen weg ist. So. Sozusagen mit Warnhinweis versehen. Mit Warnhinweis versehen. Und aber ich glaube auch so mehr Titelorten schadet auch nicht. Also wir werden da wirklich wir werden da bloß 2 Nachten in dieser Jugendherberg und können uns deswegen auch einfach nicht so viel ankicken. Ostfriesland braucht seine Zeit. Was für Genießer und Entdecker. Kann ich so sagen, genau. Schön. Also die nächste Reise sollte nach Ostfriesland gehen. Ja, und was mich natürlich besonders freut hat, ist, dass ich in Auerk auf dem Marktplatz tatsächlich 2 Lü o Platschnacken hört. Ja, das wäre schön. Und also die wären auch noch gar nicht so old. Das wäre wirklich so, dass ich dachte, nett. Hier schnackt die Lü ja tatsächlich so platt. War ja auch nicht so oft passiert. Ja, das stimmt. Also so bestimmt das Herz des das Plattschnackherz. So. Genau, also ich habe mir dann auch so ein Bacon so unauffällig dort hochgestellt, aber dann wären die gerade so in der Verabschieden. Also da habe ich dann leider nicht mehr so viel von mitkriegen. Von ostfriesische Platten. Ja. Das Italienische und den plattdeutschen Dialekten, also so mit dem Singen, Sang und den vielen Vokalen und so. Also, ja.
Das wäre mir gar nicht so bewusst. Ja, ist das nicht. Also ganz besonders das Platt aus Aurich. Ja, das ist okay. so. Ja. Naja, habe ich jetzt mal so getauft. Aber ich meine, so ein bisschen stimmt das auch. Also das sind so die temperamentvollen. Ja, Okay. genau. Und die melodischen. Mhm. So, das ostfriesische Platt wird dann auch ja fast ein bisschen gesungen. So. Ja, dann würde ich, glaube ich, einfach auch sagen, nochmal hinfahren. Einer Sprachgesichtspunkt. Und immer mit einem Das scharf lohnt sich- gestellten Diktiergerät. Das lohnt sich auf jeden Fall auch, ja. Ein, der nicht gut aus Friesland käme, ist Klaus Klaus, wenn du den Paul. Bogen kriegst. Der hat aber Likas Platschnack. Aus wie weh. Und der hat auch plattdeutsche Gedichten geschrieben. Und ja, was dazu Usus ist, hört Düsseldorf auch mit ein plattdeutsches Gedicht von ihm ab. So wie immer. Hoch oder platt, Durch oder natt, Bär oder Wien, groff oder fien, aber echt muddert sie. Tschüss.